Wir begrüßen unsere Zuschauer aus aller Welt bei diesem F1 Qualifying hier in Shanghai, China. Ich habe mir die besten Szenen früherer Rennen angeschaut und was herausstach, war immer der Abschnitt hin zu Kurve 1. Sie ist nicht einfach zu fahren und logischerweise wollen natürlich alle zuerst da einbiegen. Hier gibt es häufig Unfälle, wenn Fahrer sich um Positionen streiten. Man muss sich zwischen Risikobereitschaft und Selbsterhaltung entscheiden. Es macht keinen Sinn, auf volles Risiko zu gehen, wenn man danach nicht mehr weiterfahren kann. Selbst auf dem Spitzenplatz macht man sich da noch Sorgen wegen der Fahrer hinter einem. So, wir sind zurück in China. Wir sind jetzt schon im Qualifying, ich habe das Training übersprungen. Ich bin vorher ein bisschen gefahren, ist aber allerdings nicht so überzeugend gewesen, aber ich probiere es jetzt mal das Bestmögliche rauszuholen. Das Wetter sollte eigentlich trocken bleiben. Also das heisst, kein Regen kommt am Rennen. Also lasse ich jetzt mal ein Setup auf Stufe 4 sein. Und wir probieren es jetzt einfach einmal möglichst gute Zeit rauszuholen. Ja, so, und los geht's. Also Kurve 1 ist schon mal richtig schwierig. Da verwirrst du eigentlich die Linie nie. Da musst du so wie reinbremsen, da musst du sie rausziehen. Und da müsstest du eigentlich wieder rein. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ist einigermaßen cool, wie ich es auch will. Also im Training weiss ich jetzt nicht, welche Zeit dass ich gefahren bin. Schlecht ist es jedenfalls nicht gewesen. Ja, da viel zu viel gebremst. Boah. Viel zu schnell gekommen. Und gerade noch den ersten Gang abgeschaltet. Das war natürlich nicht so gut gewesen. Der Fettmisch ist immer gut. Oh shit. Da muss man auch aufpassen, weil da kann schnell eine Strafe geben. Aber wir haben jetzt die drittschnellste Zeit gemacht. 19 hinter Ricciardo. Und wir machen jetzt schnell einen Outlap, also schnell ausfahren da. Und drehen wir gerade nochmal eine Runde. So, und jetzt probieren wir es mal. Gut. Oh nein, es kommt da rein. Oh, Button, geh weg. Button. Oh, Button. Oh, das ist jetzt mal so schlecht gewesen, ehrlich gesagt. Ah, shit. Wir müssen zu fest vom Gas. Aber es ist alles noch recht im Rahmen. Ich frage mich gerade, wie ich in Bahrain. Oh shit. Pole Position holen. Und wir durch Bahrain eigentlich viel die schwierige Strecke. China ist eigentlich ziemlich einfach, außer die ist Kurve.
sehr gut abbremst. Wow, dritte ein bisschen besser, 5 Zehntel. Aber immer noch langsamer als Ricciardo. Aber ich riskiere es jetzt mal, wir lassen es mal so. Wir machen jetzt da Session beenden und gehen gratis rennen. Mal schauen, wo wir landen. 5. Alter, mit dem kann ich voll leben. Während wir uns etwas von diesem aufregenden Qualifying entspannen, sehen wir uns die Top 3 an. Rosberg, Räikkönen und Daniel Ricciardo. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei, also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. So, also da haben wir die Startaufstellung. Rosberg ist noch Erster, Räikkönen. Wo ist der Hamilton? Wo ist der Hamilton? 14. Mercedes ist nicht so am Rocken diese Saison. Bis so lang, also bis jetzt. Räikkönen, Zweiter. Ja. Ferrari ist nicht schlecht und Red Bull ist auch wieder stark. Ja. Gehen wir mal ins Rennen. Schwerstarbeit, Raffinesse, Ehrgeiz, all dies steht für die 15 Millionen Menschen in Shanghai im fernen Osten und auch hier bei uns auf der Rennstrecke gilt das natürlich. Auf dem Fahrerfeld erwarten uns ca. 20.000 Pferdestärken, die nun beim großen Preis von China gestartet werden. Der Shanghai International Circuit ist ein Hochgeschwindigkeitskurs mit 16 Kurven. Die langen und ab und zu auch immer enger werdenden Rechtskurven zu Beginn testen die Geduld der Fahrer, während an anderen Stellen der Seitenwind das Können der Piloten absolut an die Grenzen bringt. Es gibt 2 DRS-Zonen zur Unterstützung beim Überholen für Kurve 1 und dann nach der langen Geraden für Kurve 14. Heute steht mir wieder der quirlige Stefan Römer zur Seite und wir haben gerade so ein bisschen in Erinnerungen geschwelgt und haben unter anderem über 2007 geredet. Ein wirklich irres Rennen mit vielen, vielen Überraschungen. Damit rechnen wir eigentlich auch heute wieder und deshalb können wir es überhaupt nicht erwarten, dass es endlich losgeht. Warum, Stefan, glaubst du denn, dass es auch heute wieder spektakulär wird? Ich würde sagen, ein Grund dafür ist die Strecke selbst. Diese Strecke ist eine ziemliche Belastung für die Bremsen. Du weißt, dass es hinten diese lange Gerade gibt, nach der dich in Kurve 14 eine Spitzkehre erwartet. Und die Kurven 6 und 11 sind auch ziemlich schwierig. Außerdem ist es eine große Herausforderung, hier die Reifenabnutzung der Vorderräder unter Kontrolle zu bekommen. Du musst während des Grand Prix also eine Menge beachten und immer auf Überraschungen gefasst sein. Wir haben eine bessere Grid-Position als erwartet. Mal sehen, ob wir sie halten können. Gut, dann schauen wir uns die Startaufstellung an. Nico Rosberg startet mit seinem Silberpfeil von der Pole und Kimi Räikkönen macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Ricciardo, Vettel, Sainz Sauber und Perez. Bottas, Alonso, Button und Max Verstappen. Massa, Hülkenberg, Carlos Sainz Jr. und Hamilton. Grosjean, Quert, Rio Hayanto und Esteban Gutierrez. Magnussen und Palmer. Markus Eriksson und Pascal Wehrlein macht die Startaufstellung komplett. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. So, also wir sind in der Startaufstellung. Wir schauen schnell die Rennstrategie an. Okay. Optimistisch. Ganz kurz, nur bis Runde 2. Okay, also etwa bis plus minus bis Runde 2 wird er auf Soft fahren. Also super Soft. Und dann gerade Umstieg auf Mediums. Wow, gewagt, das machen wir. Probieren wir mal auswählen. So, also und da gehen wir in die Führungsrunde rein. Der Motor läuft gut, also konzentrieren wir uns auf das Aufwärmen der Reifen und Bremsen.
Hoffentlich eskaliert es nicht gerade in der ersten Runde schon oder in der ersten Kurve. Und auch, ich sage es immer wieder, wenn es irgendeinen Crash gibt und ich sollte rausfallen, also sollte das Auto irgendwie schließen in der ersten Runde, dann ist halt das Rennen vorbei. Oh. Ja, ja, da habe ich es wollen. Jetzt habe ich Rückspiel geschaut. Ja, jetzt portet es mich auch, ja. Jetzt wird ich zurückgeportet an die Startaufstellung. Da tun wir mal gerade Einführungsrunde überspringen. So, also wir sind am Start. Wow, Vettel schlecht gestartet, ich aber auch. Aber noch besser als der Vettel. Ziemlich gut durchgekommen. Räikkönen hat die Führung übernommen. Rosberg zweiter, ich dritter. Hinter uns Ricciardo. Wow, jetzt habe ich Berührung gehabt mit dem Rosberg. Ui, geil, was ist passiert? Scheiße, wie draussen. Ich habe einfach einen schwachen Motor, man merkt es mega. Ja, der Räikkönen zieht mir ein bisschen weg. Und jetzt kommt der Rosberg, wobei ja, so schnell ein Auto wird er jetzt auch wieder nicht haben. Boah, recht verbremst. Wir sind jetzt schon in die Box. Also ich fahre jetzt noch eine Runde. Ui. Oh ja, meine Reifen sind recht hinüber. Also nächste Runde gehe ich in die Box. Ah, einfach die Kurve völlig falsch. Der Räikkönen zieht mir ein bisschen weg, aber nicht so fest. Der Rosberg mag mir irgendwie selber auch nicht machen. Oh shit. Die Kurvenkombination, die kann ich so nicht fahren. Uiuiui. Die Reifen sind völlig hinüber. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern? Boah, shit, beim Einschlagen habe ich gerade drauf gekommen. Geht in Ordnung. Oh shit, mein Vorderreifen vorne links. Der sieht nicht gut aus. Ah, shit. Oh. Okay, jetzt die Box. Ich habe irgendwie Angst, dass ich gerade eine Platte bekomme. So. Ja, also der Reifen von links, der hat es gesehen. Und mal schauen, ob die Strategie verhebt, dass ich bis am Schluss mit härter einfach fahren. Ich glaube es zwar nicht. So, Perez und noch jemand ist hinter uns. Mal schauen, wo wir dann wieder herkommen, sobald das ganze Feld in die Box geht. Das DRS wurde aktiviert.
Jetzt da darf ich nicht mehr so fest auf die Bremse gehen am Anfang. Hier vorne sind schon die Renault. Oh. So, also jetzt gehen der Haufen in die Box. Recht früh abbremst. Shit, das wird knapp. Wer ist das? Vettel. Die Kurve, die ist so schwierig zu fahren. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Wow. Fast das Heck ausgebrochen beim Anbremsen. Zum Intervall beträgt 3,6 Sekunden. Die Kurve mir jetzt total scheiße gefallen. Der Wagen hinter dir ist für Mediums in die Box gefahren. Wagen hinter dir jetzt auf Mediums. Das fahren alle auf Mediums. Hamilton, schnellste Runde. Wie schlecht 1,43. Ich fahre momentan 1,47. Na gut, 1,45. Ja, da ist ein Teamkollege Magnussen, da fighten. Renault ist momentan ein bisschen stärker als wir in der Motorleistung oder der Gesamtleistung. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 0,6 So, da Sekunden. vorne ist der Räikkönen. Wow. Wow. Ui, den habe ich berührt. Den habe ich berühren. Schon wieder ein Renault, schon in Bahrain sind wir aneinander hergekommen. Jetzt drücken wir da rein, sorry. So, ich nehme mal an, dass der Ericsson, der geile Reifen, der wird noch nicht in der Box gewesen sein. Und jetzt will ich, glaube ich, DRS bekommen. Ja. Zack. Strafe und gehen wir vorbei. Wow! Und viel zu weit. Okay, Abstand zum Führenden 14. Den schnellsten Sektor hergelegt. Oh.
So, der Raikkonen kommt auf Verkehr. Das ist unsere Chance, ihm da ein bisschen auffallen. Und vielleicht beim Überrunden auch ein bisschen nachziehen. Puh, das wäre fast weg gewesen. Ich bin ein bisschen viel verbremst. Ich hoffe, meine Reifen mögen da verleiden. Oh shit. Ich habe gesagt, das lenkt nie, ich muss noch eine Box. China ist so ein Reifenfresser. Raikkonen kommt auf Verkehr. Sehr gut. Er wird garantiert 2-3 Runden noch in die Box gehen. Weil die Kurve ist ein richtiger Reifenfresser da. Da fährst du einfach untersteuern. Dann ins Reifen. Markus fährt an die Box. Markus ist in der Boxengasse. Scheiße. Ich darf nicht zu viel Vollbremsungen machen. Oh shit. Nein. Oh. Die armen Reifen. Vor uns Harianto. Der war zwar noch nicht in der Box, also wir müssen uns nicht zwingend so anstrengen. Mit dem Bremsbalance verstellen gegen Kinder. Habe ich echt schon DRS? Ja. Oh shit. Komm weg, du musst in die Box. Jetzt bin ich sehr gut gefahren, Kurve. Aber der Raikkonen ist so schnell, ich mag ihn nicht machen. Ich kann ja noch Fettmaschine haben. Ui, da habe ich voll verhängt. Aber der heftiges Untersteuern. Ah, shit. Einfach ein bisschen zu wenig Leistung. Wow, shit. Ja, das war klar gewesen. Scheiße, ich muss jetzt in die Box. Und ich komme... Ah, shit. Ja, ich muss. Ich habe so schlechte Reifen wieder, ja. Verdammt. Und geile Reifen bin ich noch nie gefahren jetzt. Auch im Training noch nicht und im Qualifying bin ich auf die Rot gefahren. Scheiße, jetzt muss ich noch in die Box. Come on. Ich will hure weit hinten rauskommen. Ah,